Warum gibt es Gebetsstunden, die auch unter der Woche stattfinden? Bei uns in Leutwil und Dürnäsch gibt es ein lustiges Sprichwort, das lautet: Die Gebetsstunde ist der Motor der Kirchgemeinde. Es gibt sogar verschiedene Gebetsstunden an unterschiedlichen Tagen zu unterschiedlichen Uhrzeiten. Warum eine Gebetsstunde? Die Bibel sagt uns, dass Gott alle unsere Gebete hört, weil Jesus Christus unsere Schuld getragen hat und dass deswegen nichts mehr gibt, das uns von Gott trennt. Es gibt auch Gebetsstunden mit einem Lobpreisteil, das heißt mit Liedern, die Gott loben. Dann gibt es auch Gebetsstunden mit verschiedenen Posten, wie zum Beispiel einer Klagemauer, bei der man die Klagegebete äußern kann. Dann gibt es auch den Gebetsposten mit einer Feuerschale, bei der man auf einem Blatt Papier die begangenen Sünden notieren kann und dann symbolisch verbrennen kann, als Zeichen dafür, dass Gott alle unsere Schuld vergibt, wenn wir ihn darum bitten. Dann gibt es auch das sogenannte hörende Gebet, bei dem man bewusst auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, was er direkt in unsere Gedanken spricht. Dann auch die klassischen Fürbittegebete, bei denen man sich Zeit nimmt und Gebete für andere Menschen betet. Dann auch das Psalmengebet, bei dem man einen der 150 Psalmen aus dem Alten Testament betet. Dann auch ein Kunstgebet, in dem man ein Bild malt. Und auch Tanzen kann auch ein Gebet sein. Bei dieser Gebetsart habe ich noch nicht so viel Erfahrung. Der Apostel Paulus schreibt im Brief an die Philipper im Kapitel 4 in den Versen 6 bis 8 schreibt er: Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das heißt, es gibt unterschiedliche Gebetsarten. Ich ergänze noch dazu, in den Psalmen gibt es die Rachegebete. Das bedeutet, wenn man bewusst seine Rachegefühle Gott ausschüttet. Das wird uns auch verändern. Es ist besser, solche Rachegedanken zu äußern, anstatt selber Rache zu üben. Ich wünsche dir Gottes Segen in der Gebetsstunde und beim Kirchgemeindeaufbau.